sind auch einfach so Tag 1, 30, ich rauche jetzt nicht mehr. Ich habe mir das so vorgenommen. Genau, das habe ich gemacht, ja. Exakt das. Ja, genau stimmt, das. Du bist ja einer von denen. Ja, ich bin Ja, genau voll. der. Voll. Und dann habe ich auch erst gefragt, ja, und hast du keine Lust? Also ist so, wie, ist easy? So, ja, voll easy. So, wie, also auch ich check das nicht, wie einfach das kann gehen. Ja, bei mir ist es jetzt momentan so, ich bin schon wieder an den Fußballspielen. Ich eigentlich ja aufgehört, aber jetzt gibt es schon auch ab und zu mal zwischendurch mal ein Zigarettchen am Wochenende. Ja. Oder ein Snooze ist bei mir auch hoch im Rennen. Aber Stimmt. eben so, dass ich dann einmal im Monat oder so mal am Tag rauche. Mein Gott, also das soll drin liegen. Ja, Für also mich das ist wäre mir auch egal. Ja, voll. Absolut. Wow, ja, das wird noch... Ja, wow. Bro, gutes Durchheben an dieser Stelle. Ohne Vielen Scheiß, Dank. bleib stark. Wirklich, denk an das verdammte Hurenkölle, wirklich das Geld und deine Lungen, Bro. Das ist auch immer wieder etwas, wo wir wirklich... Unser Atmungsorgan, das wir einfach zuteeren, das ist so daneben, Alter. Das ist so Es daneben, ist so dass dann seich. mit 55 jemand kommt und sagt, du hast Lungenkrebs und du so, Scheiße, warum habe ich geraucht? So dumm, wirklich Ja. dämlich. Ja. Schaffen nur die Menschen. Gut, immerhin hat Ja. man 55 Jahre geraucht. Das ist auch geil, oder? Ja, fair. Nein, Ja, aber 55 ist Jahre natürlich schon so. Freiheit. Du sagst Voll. es. Du Nein, sagst aber- es. Also wenn irgendjemand zulässt, der gerade auch am Aufhören rauchen ist, man muss sich, wie du sagst, nicht denken, ich darf nicht rauchen, sondern meine Lunge ist sich gerade am regenerieren und ich werde Fair, wieder fitter und ich kann die Stege auflaufen, ohne dass ich nachher am Schnaufen Ja, bin. definitiv. Alles so Zeug. Genau. Definitiv, voll. Aber nach dem Vinti-GC-Spiel hat es für mich schon 1-2 Zigaretten mehr gebraucht wie sonst. Darum würde ich sagen, gehen wir gerade rein. Gehen wir rein? Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Herr. Der FC Winterthur verliert am Samstagabend das unglaublich wichtige Spiel gegen die Grasshoppers mit 0:2. Der FC Zürich macht es auch nicht besser, sie verlieren mit 0:1 gegen Lugano. In dieser Folge reden wir über Fanfeindschaften, über den katastrophalen Auftritt von Vinti, über provokante Jubel und über den Fakt, dass Winterthur sich auf die Challenge League vorbereiten kann. Zuerst aber, Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Hey, ja, tipptopp. Natürlich würde ich jetzt gerne sagen, natürlich auch wegen dem Match. Also natürlich ist es auch so, aber leider konnte ich ja genau diesen Match nicht schauen, weil ich bin mit meiner Mutter unterwegs war. Ich habe ihr auf die Weihnachten geschenkt, habe natürlich dann noch nicht gewusst, dass das kapitale Spiel an diesem Abend ist. Aber ich habe ihr Tickets geschenkt für ein Konzert und sie haben gefunden, komm, gehen wir doch gerade zu zweit. Und schön. genau, ich war im KKL in Luzern. Ich weiss nicht, ob dir das etwas sagt oder unseren Luzerner Hörer oder der einen Luzerner Hörerin, die wir haben. Liebe Grüße. Du kennst sicher das KKL in Luzern. Hey, mega nice. So eine schöne Halle mit so verschiedenen Balkonen sozusagen. Eine ganz grosse Fläche mit Orchester hat es sogar gehabt und so. Also wirklich mega nice gewesen, muss ich sagen. Genau. Sonntag habe ich dann mega easy genommen, nicht viel gemacht. Eigentlich wirklich ehrlich gesagt einfach ein bisschen rumgechillt, ein bisschen Fußball geschaut. Genau, wirklich. Es war auch ein Sauwetter, perfektes Wetter, um ein bisschen reingammeln. Genau. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wie hast du das Wochenende überlebt, muss man vielleicht fast schon sagen. Ja, nach dem Samstagabend. Ja, in die Richtung. Ja, Erzähl doch mal. Gemüte und weh, ich habe blaue Flecken, es ist alles Kopfweh gehabt, schlecht ist mir irgendwann geworden. Nein, es hat alles ein bisschen von diesem Wochenende, aber ja, ich bin so motiviert gewesen, ich habe auch wirklich animiert, also wirklich am 3 das erste Bierchen in der Hand gehabt und eben, wenn man mich kennt, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr der, ich bin früher der gewesen, wo viel in Ausgang ist, exzessiv, lange Nacht und jetzt wirklich, sage ich mal so punktuell an gewissen Tagen, wenn ich weiss, Alter, das wird ein schöner Tag, die Sonne scheint, es ist Fußball, gehen wir am 3 ein Bierchen zwitschern in der Stadt voll. Und eigentlich am Freitag
am 30. Geburtstag von einem Kollegen, sehr, sehr gemütlich gewesen, mit der Freundin gegangen, auch aber so eins die gsi um das, also recht okay, weil viele Jungs haben natürlich am nächsten Tag müssen fit sein. Das war ein bisschen schade für den Kollegen, weil alle so ein bisschen zurückhaltend waren. Nein, ist schon gut, nein, ich mag eh nicht mehr so heute. Ja, nein, genau. Muss langsam ins Und alle Bett, Freundinnen, genau, ja, irgendwie, ich weiss nicht, ich fühle mich nicht so gut. Nein, für den Samstag müssen wir parat sein. Ja, Samstag wisst ihr ja, was passiert ist. Sonntag bin ich eigentlich, ich habe wirklich gedacht, es wird ein schlimmer Kater, aber er war voll human. Ich weiss nicht, was passiert ist. Ich bin aufgewacht, es war mir nicht schlecht, ich hatte keinen Kopfweh. Im Verlauf des Nachmittags ist dann schon etwas gekommen, aber voll easy. Hey, spannend. Hure komisch. Habe ich gerade gedacht, geil, jetzt kann ich wieder mehr rein. Nein, aber ja, das höre ich im Fall noch. Sorry, das höre ich noch ab und zu von so Leuten so, ich habe voll keinen Kater gehabt. Und ich denke so, das habe ich nie. Ich weiss genau, ich habe einen fetten Kater, wenn ich wirklich mal voll reinsippe, was ja selten der Fall ist. Aber dann weiss ich, ja, da bin ich, also da kannst du mich abmelden, da bin ich depressiv, die am Rumliegen und gut, das bin ich dann schon auch heute geworden. nein, aber voll. Ich habe ja so stark Kopfweh, dass ich die Augen nicht aufmachen kann. Ich kann einen Tag lang nichts machen und ich war ready für diesen Tag. Ich habe gewusst, okay, ich meine, wir sind ja nachher noch in die Libero, neues Max und wir sind wirklich, wirklich weitergegangen und haben einfach wirklich blöd getrunken. Man kann es nicht anders sagen. Es ist, ich weiss nicht, ob es der Frust... Hey, aber muss ich schon noch schnell sagen, die Libero ist so eine verkehrte Welt gewesen. Es hat mich eigentlich schon fast hässlich gemacht. Die Leute sind so gut drauf gewesen, haben getanzt und der DJ und alle. Man hätte eigentlich können meinen, wir sind gerade aufgestiegen. Oder irgendwie nichts von Abstieg. Eben, die einen haben gesagt, schau mal, wie schön das Publikum. Und ich war so, ja, und fickt euch. Aber ja, egal. Nein, und heute ist dann wirklich das Realisieren gekommen. Habe ich schon ein bisschen voraus mit dir geschrieben. Heute ist ein wirklich verschissener Montag. Heute tut das Herz weh, das Winterthurer Herz tut weh. Und ja... Fangen wir doch an, bringen wir es hinter uns, gehen wir in die Spieltage. Ja, ich würde meinen, vielleicht noch ganz schnell, ihr hört es, habt euch vielleicht schon daran gewöhnt, der Raphael ist nicht da und wird wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht dabei sein. Bei ihm läuft einfach gerade hure viel, dazu hockt er noch halb im Rollstuhl jetzt dazu. Es kommt gerade ein bisschen alles zusammen. Und der Podcast ist ja immer auch noch ein Fun-Projekt in diesem Sinn. Auf jeden Fall. Es soll ein Fun-Projekt sein, hat er gerade gesagt. Habt ihr gehört? Die verschissene Saison, Alter. What the hell? Nein, sorry. Es ist 3-mal hat es Spass gemacht. Wirklich. Kopf immer in einer ganzen Saison. Wie kann das sein? Ja, das sind es jetzt 3 Siege? 4 Siege hat Vinti bis jetzt geholt. Ja. Okay, 4-mal. Gut, 4-mal Spass gehabt. Ja. Nein, gehen wir rein. Sorry, noch schnell. Ja? Ich würde eben gerne noch ein bisschen früher starten, weil es hat ja noch 2 GC-News gegeben unter der Woche. Und zwar haben wir zum einen erfreuliche Nachricht, eine Personalie, die wir ja auch ab und zu besprochen haben, der Urech, Leiter vom... Hat verlängert? Nein. Ja, genau, hat verlängert um 5 Jahre. Nein. Genau, der ja in der operativen Leitung war im Bereich Kommerz. Oder wie man heutzutage sagt, Chief Business Officer aus dem Berner Oberland. Der Christoph Urech ist gekickt worden und ersetzt worden, oder sein Nachfolger ist der Leo Lien. Das tönt doch auch schon viel so ein bisschen Zukunft. Ist er gekickt worden? Ich habe gelesen, dass er freiwillig gegangen ist, aber vielleicht ist das auch Cap. Stimmt. Ich glaube, offiziell haben sie geschrieben, hat sich zu diesem Schritt entschieden. Also, ich kann es schnell vorlesen. Christoph Urech hat sich zu diesem Schritt entschieden, um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Clubumfeld zu schaffen. Das heisst, du willst mir also sagen, er hat gedacht, ich gehe lieber, dass es mehr Stabilität gibt. Also, check ich auch nicht so ganz. Ja, ist einfach völlig Angewurschtel, Medien, Fußball, Schweiz, Super League. Classic. Absolut, genau. Ja, aber ich bin bei dir. Es ist wie... Ja, ich sehe es. Egal, weiter. Es fühlt sich an wie ein Rauskicker. Und genau, jetzt übernimmt der Leo Lian. Keine Ahnung, wer das ist. Der Lee, wir kennen den Stürmer. Ist das sein Bruder, meinst du? Der in Korea studiert hat. Das Telefon. Und jetzt, genau, bald kommt der neue Sponsor aus Korea. Ja, wie? Seagull hat das doch geheißen von den Chinesen. Weißt du noch, die Uhren? Ja. Uhrenwerbung.
Genau, wie man gehört hat, habe ich ein bisschen rumgehört im GC-Umfeld. Während das ist anscheinend schon die rechte Hand vom Urech. Und man sagt, der hätte schon eigentlich alles gemacht und der Urech hätte so halb ein bisschen aus dem Homeoffice zwischendurch dann auch mal noch ein E-Mail geschickt. Sicher alles ein bisschen übertrieben. Aber ja. Aber geile Vorstellung, ja. Easy, spannend. Genau, auch spannend, der ist von der Firma Bain. Kennt man in der Regel noch recht gut. Ist so Lame, oder wie? Bain, Unternehmensberatung. Und was hast du gesagt? Play? Nein, lame. Play ist doch der Blick und der Sway. Oh nein, jetzt hören wir aber schnellstmöglich auf da. Gut, ja. Also nein, Bain ist es, Unternehmensberatung. Genau, das sind auch so ein bisschen, ich weiss nicht, wie man denen sagt, Hardliner oder so, weißt du, anscheinend hure Workaholic, der sich schafft die ganze Zeit, definiert alles und sein ganzes Leben durch Arbeiten und so. Tönt ja eigentlich super, oder? So einen willst du haben. Gesund, ja. Mhm. Ja, aber so für GC sage ich, du, die sollen ruhig so viel arbeiten, das ist mir eigentlich gleich, oder? Safe. Nein, verstehe ich. Genau, also da sind wir gespannt. Und die zweite Nachricht war ja noch, Amir Abrashi ist aus der, ich weiss auch nicht, von irgendwo wieder auftaucht. Ja. Ich weiss auch nicht, Sie was... hatten ihn früher da, er ist aufgetaucht und plötzlich bei der Schützenwiese auf den Grill gekommen und ist plötzlich wieder da. Tipptopp. Ja, ich weiss auch nicht, von wo der jetzt gekommen ist, aber plötzlich hat es geheißen, ja, Vertragsverlängerung, Abrashi, nochmal ein Jahr. Und direkt Impact, direkt Startelf. Ja, das spannend. Also finde ich auch wirklich speziell irgendwie, dass er jetzt... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall sein letzter Startelf-Einsatz vorher ist, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es richtig gelesen habe, in der ersten Runde von dieser Saison im Juli. Und erst jetzt wieder. Also... einfach etwas. Also eigentlich ganz am Anfang und ganz am Schluss. Spannend, okay. Genau. Und das nehmen wir natürlich gerne. Es hat geheißen, wie viel er dann spielt und so, das schauen wir noch. Aber auf jeden Fall ist er in irgendeiner Funktion auch nächstes Jahr dabei. Ja, nice. Ich würde vielleicht durch das gerade noch schnell auf GC-Aufstellung übergehen, weil eben Abrashi ist dabei gewesen aus dem Nichts und noch viel mehr aus dem Intervention vom VAR aus Winterthur beim Langenbach. Nein, wir müssen noch schnell auf Scharmützel gehen. Ja, Scharmützel, GC Scharmützel. Ah ja, logisch. Ja, oh, aber Alter, das hätte ich jetzt ja fast vergessen. Wow, guter da müssen wir Wareingriff. schon noch schnell an. Ja, da müssen wir schon noch schnell an. Ja, die nächste ist, dann rede ich einfach allein weiter. Nein, es hat Sprayereien gegeben vor dem Spiel. Donnerstag auf Freitagnacht ist in die Schützenwiese, ich sage jetzt mal, eingebrochen worden, auch wenn man nur über den Haag muss kumpen. Und in der Bierkurve recht viel versprayt worden. Also eigentlich über Winterthurer Zeug, wo eigentlich schon bestanden ist. Einfach, es hat auch nicht so schönes Zeug, GCZ und so. Also die einen haben wirklich schnell müssen gemacht werden. Beim anderen war es 8, wo man eingefärbt. Oder ja, eben. Wir haben wirklich viel darüber geredet, die Tage. Da im Voraus habe ich noch gesagt, wenn es morgen eine Reaktion gibt auf einen Sieg, dann ist mir das alles gleich. Und wenn es eine Niederlage gibt, dann schießt es mit doppelt an. Und schau auch da, Montagmorgen und es kackt völlig rein. Nein, Tim, was sagst du dazu? Findest du easy, findest du geil, findest du unnötig? Ja, ist deine Meinung? Ja, so alles in allem finde ich es eher geil als ich. Wir haben ja auch schon darüber geredet, GC war ja nicht das erste Mal dort, also die kennen den Weg in die Bierkurve in der Nacht sozusagen. Letztes Mal haben sie ja die Fahnen geklaut und dann auch verbrannt und so. Und das habe ich so ein bisschen gefunden, ja, irgendwie finde ich ein bisschen schüch, weil das ist einfach so ein bisschen ja, ich weiss auch nicht, so ein Verbrennen-Ding und das Wegnehmen. Ich finde diese Aktion ein bisschen geiler, weil es halt also, ich meine, das ist der Winterraum. Und da reden wir jetzt natürlich auch ein bisschen über Ultramentalität und so. Oder jemand, der nichts mit dem am Hut hat, wird wahrscheinlich denken, hey, was ist denn das, oder? Aber klar, das ist der absolute Raum von Vinti. Das ist eigentlich das Heiligtum, die eigene Kurve. Und du sagst eigentlich damit, das ist so ein bisschen ein Machtspiel auf eine Art. So, ey, wir kommen einfach zu euch und machen da ein bisschen, was wir wollen und so. Und ihr könnt nichts machen. So ein bisschen, das ist ja die Message, die gesendet werden. Und ja, ich finde, also
ich finde es cool, dass es so Aktionen gibt. Ich habe das eigentlich immer gerne und ich nehme das auch nicht so ernst, wenn jetzt auch Vinti etwas macht. Ich nehme das alles nicht so mega ernst. Aber ja, man kann natürlich schon den Ding sehen, dann wieder, ja, GC macht das jetzt irgendwie auch nur bei Vinti, weißt du, so fast jetzt blöd gesagt, ein bisschen auf die Kleinen, jetzt übertrieben gesagt, voll. oder? Das ist schon so, ja. Alles in allem habe ich es eigentlich noch witzig gefunden, ja. Aber jetzt nimmt es mich Wunder, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber geredet, wie ist jetzt deine Meinung so ein paar Tage später? Ja, eben, immer noch die gleiche natürlich. Also meine Meinung ist so, dass eben, wir haben auch viele Diskussionen gehabt, natürlich in den Winterthur-Kreisen und da hat es auch Meinungen gegeben von eben, dass das heilig sei, das Zeug und dass es hoffentlich wie eine Aktion gibt, wo man es zurückzahlt und das kann man nicht einfach so auf sich hinnehmen lassen und so. Und ich finde auch so, ja, sehe ich, vor allem ich fände eine Aktion, irgendetwas geil, auch ein bisschen in diesem Rahmen. Ich finde auch, wie du gesagt hast, eben das Fahnen verbrennen und das Einbrechen, das habe ich nicht geil gefunden. Also das ist so, ja, wow, das ist richtig provokant und ja, das habe ich zu viel gefunden. Aber ich meine, eben, ich habe es auch schon den anderen gesagt. Ich meine, es ist Fußball, das gehört irgendwo dazu, das ist meine Meinung, oder? Aber wenn nicht das, dann was? Also wenn lieber, eben, ich meine, es könnte viel schlimmere Sachen geben. Sagen wir jetzt Servet, Pyro oder Deutschland, Dresden, haben wir auch erst gesehen, Pyros in einen Sektor rühren, wo das Kind, oder auch Erwachsene, egal ob Kind oder Erwachsene, einfach völlig daneben. Irgendwelche Leute ausnehmen, hört man die ganze Zeit, also jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber vor einem Jahr, 2 hat es viele Medienberichte gegeben um den FC Zürich, umjagen, Leute jagen, auf Freundinnen gehen, auf Freundinnen von Gappos. So Sachen, das finde ich alles viel tragischer und ja, muss man schon auch irgendwie ein bisschen Distanz nehmen. Mein Gott, man ist über einen Haken drüber gegumpelt, hat ein bisschen versprayt vor dem Derby. Ich habe es noch geil gefunden, aus dem Grund, einfach, dass jetzt ein bisschen Pfeffer drin ist. Und es war Pfeffer drin gewesen, rein von der Energie auf den Rang. Ich glaube, jetzt können wir noch... ist gut für dich, wenn wir gerade vielleicht ins Spiel hineingehen, um so ein bisschen das Wetter, oder... Ich meine... Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne hat geschonen, eben alle wirklich gut drauf, nervös. Man hat gemerkt, die Leute sind nervös. Auch beim Einlaufen, es ist laut geworden. Es ist wirklich vom C ist auch gute Unterstützung gekommen. Und du hast wie das Gefühl gehabt, die Leute die sind richtig, richtig heiß. Und das hat auch irgendwie geholfen. So, nochmal sich ein bisschen zu provozieren lassen. Dann hat GC da die Choreo aufgehängt mit den Füßen, weißt du, wo sie sich verbindet, die Arme verbindet. Also die Arme. Wie sagt man? So eintaped sozusagen. Vor für dem den Fight Boxkampf. in dem Sinn. Genau. Genau, sie haben auch etwas mit Kämpfen drin gehabt. Vinti hat Kämpfe Banner gehabt. Einfach, es ist um einen Kampf gegangen. Dann hat das Spiel eigentlich angefangen und es hat angefangen zu hudeln. Es ist wirklich, sogar der Himmel hat brüllt, weil er gewusst hat, was kommt. Es ist wirklich, es ist so krass, so eine Energie mit dem Sturm und es hat wirklich seitlich reingeregnet. Ich meine, wir sind etwa 5. Reihe gsi, sage ich mal, ganz rechts eben dort beim C, bei der Bierkurve, und wir sind nass gsi, gell? Also es hat reingeschifft, es war scheissegal gsi. Es hat einfach Spaß gemacht. Geil, ja, das ist schon noch geil. Der Anfang, weißt du, so ein bisschen Derby, Regen, Sonne, warm, viel Kritik vorher an beide Teams, beide müssen, ja, das war der geilste Part gsi. Jetzt kannst du übernehmen. Ja, Mann. Ja, ich war im Fall auch überrascht gewesen. Ich war ja in Luzern und ich muss sagen, dort hat es null spezielles Wetter. Und dann schaue ich so die Zusammenfassung nachher auf dem Heimweg und sehe so, Alter, es hat ja übel gehudelt in Winter. Wirklich krass, ja. Und ja, also eben, was ich noch schnell wollte erwähnen, jetzt einfach vor dem Match, ist die Aufstellung, weil ich bin am Essen gewesen, mit meiner Mutter und schaue so aufs Handy, so die Aufstellung, so, sie ist schnell aufs WC, ich schaue so schnell die Aufstellung, sehe ich so, Alter, Arrigoni ist auf dem Feld, was? Der Alain Arrigoni ist auf dem Feld und ich habe gedacht, okay, jetzt ist aber wirklich 11:55. Höchste Eisenbahn. Ja. Jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn. Und ich habe wirklich gedacht, so, okay, was ist die Überlegung? Ich sehe da den Abraschi auf dem Feld, ich sehe den Arrigoni ist auf dem Feld. Irgendwie, der Krasnitschi spielt von Anfang an, der Meier spielt von Anfang an. Was ist denn da jetzt los? Haben sie irgendwie so alle gefühlt, haben sie irgendwie so ein bisschen alle mit GC-Herz, sage ich jetzt mal, auf den Platz gerührt, auch ganz viele GC-Junge. Und ja, bin ich hure überrascht gewesen und irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt ist es in Gottes Hand sozusagen, was da an dem Nachmittag oder an dem Abend passiert.
auf der Schütze. Ja, und ich meine, 18. Minute, ich glaube, man kann vorne springen. Allgemein ist eigentlich crazy, abgesehen von dem Goal und dem abgekannten Goal, ist ja absolut gar nichts passiert, so wie ich gesehen habe. Nichts? Nein. Also ich wüsste auch, wenn ich jetzt... Nein, ich habe keine Notizen für heute, weil ich einfach denke... Ja, ich auch, ja. Also hast du auch einfach heute nichts? Ja, spannend. Ja, sonst immer, Nein, ja. Voll, nein, es war wirklich ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Also eben, es ist eigentlich die Stimmung auf der Rang gut, aber das auf dem Platz ist wirklich der 11. gegen den 12. Und das hat man gesehen. Also, das hat man einfach gesehen. Jensen, sehr schön. Also kann man nichts sagen. Kommt Platz über, zieht ab. 1-0. Ja, das ist individuelle Klasse an dieser Stelle. Wo, Ja, genau. Und Ja. mehr gibt es eigentlich auch gar nicht groß zu sagen. Also es ist auch so 1-0, okay. Ja, es ist wirklich, das lange, das ist alles. Es ist wirklich die individuelle Klasse, wie du sagst, wo halt, die GC hat jetzt halt den Spieler und Binti nicht und in dem Moment macht er das entscheidende Goal und ja, es ist relativ schnell erklärt, ja. Voll. Aber es hat ja dann nochmal eins gegeben und da bin ich jetzt so gespannt, weil ich viel gelesen, viel gehört, viel alles, viele Diskussionen. Jetzt bin ich gespannt, was du zu dem sagst, zu dem aberkannten Goal vom Hunziker in der 26. Minute. Ja, also ganz einfach ist es faul, ist ganz klar, er reißt ihn runter. Keine Diskussion, gar keine Diskussion. Die einzige Diskussion wäre eben, beim 1-0 hat es auch ein höchstes Bike gegeben. Und so. Man könnte jetzt wie schauen, so, hey, dort hat sich auch niemand gemeldet. Aber schlussendlich, der Ball ist nur erobert worden durch das Foul. Klar, beide ziehen, aber ganz klar ist, glaube der Arnold, der das Foul begeht. Also klarer kann es nicht mehr sein. Dass der VAR sich einschreitet und interveniert, ist leider in diesem Fall höchst korrekt. Also besser kann es ja nicht machen. Dass es ärgerlich ist und dass es weh tut und dass es beschissen ist für uns Fans und für Vinti. Es ist gar keine Diskussion, das sagt ja niemand. Aber nein, wenn du da jetzt kommst, sagen und versuchen, das Goal aber nein, das ist völlig korrekt. Eben, also völlig korrekt, aberkannt. Ich finde aber auch, eben dort, es hat ein höchstes Bike gegeben, wo der Hunziker... Dort war auch so spannend. Dort haben auch alle... Also ich habe jetzt in den Kommentaren gesehen, dass der Hunziker gefoult sei dort vom Ngom und er darum den Ball verloren hat. Das habe ich nie. Ich habe die Szene 3-mal geschaut, um richtig ein Foul gesehen. Und wir haben auch dort schon reagiert. So, nein, das ist kein Foul. Schon im Stadion, wo die Leute gerufen haben, Foul. Nein, das ist nichts. Was ich gesehen habe, ist einfach, dass er irgendwie den Kopf den Fuß über dem Kopf, ich weiß nicht, vom Schneider oder vom... Nein, es war nicht der Schneider. Der ist ja erst reingekommen. Es war der Goyach. Höchstes Bein hättest du pfeifen können, ja. Aber ja, es ist, wie es ist. Ärgerlich ist es, eben vor allem, weil man auch gesehen hat, dass der Schiri, der Schneider, hat ja angeschaut, auf dem Replay gesehen, wie es durchwinkt, die Situation vom Reissen. Und der Fedai Sandon sagt dann, Bro, kommst du anschauen, und dann gibt es den Schiri. Also er hat es ja exakt 1:1 gesehen und lässt sich dann gleich von einem anderen Bild überzeugen, aber es ist ein Foul und das ist korrekt. Also, sonst würde ich jetzt sagen, nein, es wäre kein Foul. Also, oder? Das ist wie, es gibt nichts zu diskutieren an und für sich für diese Aktion. Also, ja, oder? Ja, finde ich noch spannend, weil ich finde es eigentlich ein klarer Fehlentscheid. Nein, sage ich. Nein. Finde ich hure fair, wirklich finde ich assi fair, dass das so ein muss man leider. Ich finde eben auch, es gibt keine Diskussion, ehrlich gesagt, weil er reisst ihn einfach viel zu lang am Boden. Weißt, er reisst ihn wirklich. Ja. Weißt, er zupft ihn nicht und der Freiheit um. Er reisst ihn, bis er am Boden unten ist, oder? Ja, voll. Es ist einfach auch blöd angestellt. Und wie du sagst, sonst wäre der Zweikampf nicht so rausgekommen. Finde ich wirklich recht es wär ganz, der Ball wäre irgendwo anders dran. Das ist eigentlich voll. Aber der Frust ist da, Frust ist gross. Unsicher, der Wichser, jubelt noch. Du hast das geschrieben, ich habe doch das nicht gesehen, Alter. Ich habe das nicht mitbekommen. Du hast das gar nicht sind gewusst? alle Bier aus...
Nein, ich habe es erst jetzt gezwungenermassen, heute habe ich noch schnell reinschauen. Oh, hässlich, der Moment. Bro, wirklich auf zweifacher Geschwindigkeit. Also einfach so mit einem Auge noch etwas nebenbei machen. So ja, das so noch auf Insta scrollen nebendran. Genau, ist mir eklig. Die kommen plötzlich auch die Highlights vom Match. Nein, ja, aber... wirklich grusig. Nein, aber er ist voll... Also wirklich Aura-Farming in die Hose, weil er nachher hat er 2-0 verloren, steigt ab mit Vinti, macht kein Goal. Also eigentlich alles schlecht rausgekommen, was schlecht könnte rauskommen. Nein, bitte reden wir nicht drüber. Das tut, ja, nein, müssen wir nicht. Das Einzige habe ich natürlich hure geil gefunden, dass es nachher nicht zählt hat, wenn er so saudumm tut. Genau, aber eben Hunziker grundsätzlich, ja, jetzt finde ich halt nicht mehr so geil, muss ich schon sagen. Vorher hatte ich ein easy Gefühl gehabt, aber er geht ja zu Basel, also lohnt sich das gerade. Und dann fliegt der GC immer noch nächstes Jahr. Ja, genau, absolut, absolut. Ja, nachher ist nichts passiert, oder, in der ersten Halbzeit. Ich weiss nicht, hat es aus dem Stadion noch etwas gegeben, oder? Nein, ja, Brudi, also ich kann es nur so, also ich weiss jetzt nicht, ich glaube, man hat einen Schuss aufs Goal gehabt, Winterthur. Das ganze Spiel lang. Ich glaube im Fall 0 eben, wenn ich mich nicht... Oder 0 oder 1, ja. Also Schüsse, man hat 8-mal geschossen und einmal aufs Goal. Ja, aber ich glaube, das war eben der vom Hunziker, der nicht gezählt hat. Den darf man aber dann nicht zählen. Nein, aber das wäre statistisch... Also ich habe das auch gelesen, irgendwo im Beitrag, aber der würde zurückgenommen werden, weil er zählt nicht. Das sind auch alles, was nach dem Pfiff, was zurückgenommen wird, kommt nicht in die Statistik. Fair. Okay. Cool. Ja. Dann haben sie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit kennengelernt. Das könnte auch sein, ja. Wie auch immer, ja. Fair. Also ich habe aber das irgendwo gelesen und ich habe gewusst, das ist nicht die Situation, weil die wird geändert. Die kommt nicht in die Statistik hinein. Auch wenn man nach einem Pfostenschuss oder nachdem noch etwas passieren würde. Weil schlussendlich hat sie dann fucking Freistoß gegeben für GC. Ja, stimmt. Ja. Und alles das nach dem zählt nicht mehr. Also das ist laut Regeln, vielleicht ist es ein Fehler. Aber ist ja gleich, ich kann eigentlich nur sagen, Gott verdammt, es ist nichts passiert. Alle Wechsel, die nachher reingekommen sind, haben überhaupt nichts auswirken. Bei Vinti hat man nicht wirklich das Gefühl gehabt, also, dass da um Leben oder Tod geht. Und dann ist mir aber schon auch heute noch mal so bewusst worden, ich bin nach Zürich gegangen, ich hatte eine Schule in Zürich und dann habe ich schon auch einfach gedacht, wenn wir jetzt GC gegen den FC Wollishofen spielen lassen, würden ja alle sagen, wenn es doch ein 5-0 GC wäre oder egal was, ja ist ja klar, es ist ja nur Wollishofen, die sind ja in der 4., keine Ahnung, weißt so, es ist eine Frage von der Qualität. Und ich meine, Bro, bei Vinti ist es doch einfach auch eine Frage von der Qualität und nicht mehr vom Einsatz und vom Willen. Also, eben, die Leute haben gesagt, sie hätten zu wenig Einsatz und eben, man hat den Kampf nicht gespürt und so, sage ich ja auch. Ja, ist es so, aber es ist doch irgendwann auch einfach der Fakt, dass man schlecht ist. Das ist ja auch, wenn man es nicht besser... Also, oder wie siehst du das? Übertreibe ich da, oder? Ja, nein, also für mich ist das schon ein grosser Punkt, ehrlich gesagt, aus Vinti-Sicht. Und darum habe ich auch gefunden, eben, weil es doch noch ein paar Stimmen gegeben hat zum Schiri und so, habe ich gefunden, also das finde ich, kannst du einfach nicht bringen. Vinti hat, also die Mannschaft war so schlecht gewesen. Eben, ich habe den Match nicht alles gesehen, ich habe ein bisschen durchgeskippt, ich habe ja gewusst, es passiert nichts, ausser eigentlich die Goals und Penalty und so. Und Vinti es ist ein kapitales Spiel und Vinti hat einen Schuss, eben wenn es jetzt einer war, aufs Goal im ganzen Spiel, das ist so schlecht, also es ist so schlecht, also das geht eigentlich nicht. Und ich finde, als Vinti-Fan, entweder bist du jetzt so, ja, bist natürlich enttäuscht, traurig und so, akzeptieren, aber wenn du hässig bist, dann musst du hässig sein auf die Mannschaft und nicht auf den Schiri, finde ich, weil also das fände ich so lausig von GC. Ja. Hey, GC so gespielt, Alter, mein Gott, in so einem wichtigen Spiel. Und ich meine, alles Schütze, voll, eben gehypt, alles ist am Brennen und dann das. Boah, das ist, muss man halt sagen, das ist abstiegswürdig, wirklich, finde ich, ein bisschen der Auftritt. Leider, ja. Ja, also eben, da sind wir wieder bei der Diskussion. Seit dem Spieltag 7 ist Winterthur, also eigentlich seit dem Anfang. Seit dem Anfang, ich glaube, es hat mal noch ein Unentschieden gegeben, irgendwie. Man hat das Gefühl gehabt, oh, da könnte noch... Es ist die beschissenste Saison ever und sie ist ja auch Negativrekord am Jagen. Also Vinti hat da einige Rekorde aufgestellt und sich immer wieder übertrumpft. Und es gibt keine Mannschaft, die so klar runtergehört. Und jetzt sage ich das so, rational,
Aber heute bin ich im Fall wirklich so einen kurzen Moment, eben, wo ich so nach Zürich gegangen bin, so richtig, so, ich bin am Laufen und ich bin fast Tränen gekommen, weil ich so gemerkt habe, fuck, Alter, jetzt kommt es zum Ende. Jetzt ist es vorbei. Ja. Die Superliga ist vorbei und jetzt gibt es nicht mehr so kämpferisch. Und ja, klar, rechnerisch, der Rahmen hat es auch gesagt, muss er ja. Stell dir vor, er würde 5 Spieltage vor. Nein, wir geben auf, das ist ganz klar, wir konzentrieren uns jetzt auf die Challenge League. Kann er nicht. Ich kann das. Nein, aber es tut einfach damit weh. Das Winterthurer Fußballherz tut weh jetzt diese Woche und diese Tage. Und ja, voll beschissen. Ja, es ist ein trauriger Moment, auch für den PT. Eines von unseren Teams steigt jetzt ab. Mindestens eins, sage ich jetzt mal. Und wir haben es heute auch noch schon ein bisschen vordiskutiert. Ich habe dann auch realisiert, oder? Ja, Alter, ich meine, weißt du, so das GC sich, hast jetzt noch den Göpp und noch Barrage kommt, das ist noch voll Action und wichtig. Mega. Und alles. Und dann habe ich so gemerkt, es ist jetzt fertig. Die Saison kann man jetzt abhaken. Und eben, wir haben es auch gesagt, sie müssen jetzt 9 Punkte mit dem Goalverhältnis aufholen. Ja. Sie haben in 33 Spielen 19 Punkte. Also das muss ein Weltwunder passieren. Ja. Und nach dieser Leistung. Ja. Unmöglich. Ja, aber das Ding ist halt schon auch, also das Einzige, wo ich noch so gedacht habe, ich meine, GC ist bis zu diesem Spiel, und GC ist auch nicht am Brillieren in diesem Spiel. Nein. Ja, also, nein. Die haben irgendwie, was haben wir gesagt, 1:14 Goal in den letzten 3-4 Spielen. Auch nicht gut. Also das ist die einzige Hoffnung, dass GC einfach 5 Spiele lang verliert. Aber das glaube ich nicht. Es ist Fußball, das glaube ich nicht. Ja, eben. Ich bin froh, wenn es dann wirklich einfach heisst. Ich bin wirklich, auch das habe ich durchgemacht im Kopf. Den SRF-Titel gesehen. Der FC Winterthur ist der fixe Absteiger, was auch immer. So ein bisschen, und dann kann ich wie runterfahren. So, okay, Revue passieren lassen. Nein. Ja, man will es jetzt wie fix haben, ja, oder? Am liebsten will ich jetzt in Mai gumpen und sagen, easy, Challenge League, Wiel auswärts. Scheiße, wie? Nein. Ja. Es gibt nur ein FCW. Oder nein, hat das Wiel gesungen? Nein, das hat Vinti gesungen. Und das Geile war, das ist vor langer Zeit, hat das mal ich war im C, aber da ganz links, also nicht bei der Seitenbierkurve, ganz links. Und da hat so ein älteres Bärli, so um die 50, 55, so «Es gibt nur ein FCW!» Und nach einer halben Stunde haben wir einfach alle gecheckt, dass sie Wiel-Fan sind. Und also sie sind dann nicht dumm angemacht worden oder so, aber es ist schon, ja, keine Ahnung, so geil. Ja, voll, einfach lustig. Ah, das ist geil, ja. Okay. Gut. Ja, was haben wir noch? Gut, es hat noch einen Penalty gegeben. Der Seich. Der ist Seich. Der ist Seich, der Penalty. Muss ich sagen. Der Schneider zeigt drauf, also, nein, es macht mich gerade wieder hässlich Kopf. Ja, das ist halt so ein Dreckspenalty, den du dann nicht zurücknehmen kannst, weil es hat halt schon eine Berührung gegeben. So. Ja, nein, Alter, nein. Also wirklich, oh mein Gott, ich tue mein rechtes Bein ihm reinstellen und gehe auf die Fresse. Der Leute kann nichts anderes machen. What the hell? Oh nein, frei. Verschiesst oder Capino hebt es im 5. von der Saison. Schön, cool, gehen wir weiter. Gibt es mega lange Nachspielzeit. 11 Minuten oder 10 Minuten ist, glaube ich, angezeigt worden, ja, weil es irgendwie rumgelegen gegeben hat in dem Spiel wie in keinem anderen. Halt auch wirklich Verletzungen, glaube ich, also beim Hassan. Ich bin aber nicht sicher. Aber ja. Ja, zwei von GC sind verletzt raus, ja. Der Hassan und der Ullmann. Immerhin. Geil. Ja, und dann der Frey mit seinem ersten Goal, glaube ich. Super, cool. Ja, er hat schon im Cup ja 1 gemacht gegen Sion. Und jetzt, einfach etwas eigentlich, das Goal. Aber eigentlich fair. Ich meine, er wäre viel zu langsam gewesen, um dort vorne zu rennen. Der wäre nach 3 Metern, hätte es, glaube ich, schon eingeholt. Ja, nein, hure gut. Also, was er aus dem macht, fix. Vor allem, das Interview, ich weiss jetzt nicht, ob du das gesehen hast, nach dem Match, wo er dann so darauf angesprochen wird. Und dann hat er so gesagt, ja, so auf lustige Art. Nein, ich will sagen, ich kann einfach nicht mehr rennen, habe einfach geschossen. So in diesem Stil. Das habe ich noch Sampa gefunden. Super cool gemacht. Ich habe es nicht geschaut, wahrscheinlich, aber richtig lässig. Wow, bist du ein cooler Typ. Wow!
Jetzt kommt der Frust nochmal, ist natürlich verständlich. Ja. Genau, aber ja. Ich habe natürlich kein Interview gelesen, also doch vom Rahmen und vom Arnold, aber sonst, bei anderen Spielen jetzt die ganze Saison lang habe ich auch immer alle vom FC Zürich, alle von GC, Pressekonferenz und so, aber da habe ich die Energie wirklich nicht dazu, aber ich glaube, das versteht man irgendwie auch voll. Ja, 100. Also ich auch, bei GC ist jetzt auch nicht, ist klar, der Lichterung ist sehr gross. Aber Aschi ist kaum zurück, ist er auch schon wieder vor der Kamera und so. Das tut immer gut, oder? Und ich habe vorher noch den Gedanken gehabt, ist das eine Aufstellung von Papi Sutter, wo wir da vielleicht gesehen haben, wo gesagt hat, so Gernot, jetzt tue ich da mal aufstellen, weil es einfach so anders war, so aus dem Nichts. Weiss nicht. Wäre vielleicht noch etwas... Das wäre so spannend. Ja, das wäre so spannend. Ja. Eine kleine Verschwörungstheorie, genau. Aber wenn jetzt der Arrigoni jetzt immer spielt, dann ist es natürlich irgendetwas verdächtig. Ja, das fände ich... Ich bin vor allem jetzt hure gespannt, gibt es bei GC so einen Switch? Und ich glaube... Also ja, eben. Natürlich glaube ich nicht daran. Ich bin auch Wunder, was du dann tippst. Im nächsten Spiel gegen Luzern heim, ob es jetzt, weißt du, so wie eine Kehrtwende, so, Braschi-Back, Verlängerung, jetzt kämpfen wir nicht mehr um den Abstieg, wir wollen uns sogar noch den 10. holen und Zürich rein. Ich weiss doch auch nicht. Weißt du, was ich meine? Der Kollege war auch so. So, jetzt können wir vielleicht noch mal angreifen und dachte, nein, aufhören. Wow, Ball flach halten. Wir steigen nicht ab, aber wir werden jetzt auch nicht 10. Oder? Wir sind... Wir können uns jetzt auf Barrage... Das ist übrigens scheisse. Das ist wirklich, finde ich, easy gegen, dass Barrage nach dem Cup-Final ist. Also wenn GC in Cup-Final kommt, müssen sie nach dem Final noch Barrage spielen. Voll unschuldig. Wow. Da kannst dich schon voll freuen, aber es ist so, wir können auch noch absteigen. So. Krass, das wäre... Hey, und ohne Scheiß, ich könnte mir genau das vorstellen. Göpsieg, GC und Abstieg. Das macht irgendwie, das wäre so, es würde auch die Saison ein bisschen gut zusammenfassen. So irgendwie, es ist nicht alles völlig verschissen. Ich meine, man hat den Göpp gewonnen. Gut, andere Teams irgendwie haben auch komische Göpp-Leistungen gebracht dieses Jahr. Das ist die Chance für GC. Und gleichzeitig irgendwie verkackt man gegen Vaduz in der 91. oder so etwas. Keine Ahnung. Ey, es könnte wirklich sein, ohne Scheiß. Also eben diese Saison ist, und das ist eben der Punkt, oder geht es noch so viele Entscheidungen, und das ist das eben, was wir heute besprochen haben. Vinti kann sich jetzt leider schon... Ja, es ist traurig, es ist wirklich... Es ist schade, es ist schade. Ja, es ist schade, es tut weh und es tut einfach immer wieder weh. Alter. Es ist wie wenn du so eine Liebes... Irgendwie, keine Ahnung, du bist 16, hast das erste Mal eine Frau geküsst und sie sagt so via Snapchat irgendwie, hey, dass du für sie nur ein Kollege bist. Und du denkst immer dran und es tut immer so wieder so einen Stich ins Herz geben. Es ist immer so, und dann gewöhnst du dich wieder dran und am Abend kommt es nochmal und 2 Stunden später kommt es nochmal und irgendwann wird es dann besser, man gewöhnt sich daran, easy, man geht da bei Challenge League, plötzlich heisst es, der verlängert nicht mehr, der Rahmen muss auch gehen, es wird alles anders. Es kommen irgendwann noch 5'000, 6'000 Leute auf die Schütze und was einfach meine Angst ist, dass der FC Vinti dort versucht und nicht gerade direkt in der Ruhe angreift. Ich weiss, das siehst du ein bisschen anders, aber auch die ganze Stadion so krass oder anders. Nein, ich fand nicht mal so krass. Sein. Also wie heisst der Sportchef schon wieder? Der Mösli? Der Oli, der Kaiser. Und der Mösli ist... Was ist er? Der Mö. Ich bin gerade unsicher, was seine Bezeichnung ist. Aber der Mö ist früher in der Bierkurve gewesen, beziehungsweise hat die Bierkurve gegründet. Also ist wie einer der Mitgründer. Geil. Ein OG. Ja. Sehr geil. Sehr geil. Aber jetzt der Kaiser, der wirkt halt nie so, als würde er... Also klar, er ist jetzt sicher auch kein Hochstapler, aber bei ihm hast du jetzt nie das Gefühl, hast immer ein bisschen Angst, oder so, wenn du das jetzt wirklich und weiss nicht. Ja, und vor allem, ich meine, es ist ja bestimmt worden, dass man einfach alle Besten verkauft, nur noch Seich einkauft, weil man will Projektgeld sparen, hat man ja auch Anfang Saison gesagt. Und mit Geld sparen ist jetzt einfach nichts mehr. Jetzt kommt eine fette Einbußung, weil man absteigt und überhaupt. Egal. Wow. Fertig gehatet. Ja.
Ja, wir werden es sehen. Aber meinst du, Spieler Patrick spielen wird gehen? Flasche leer. Nein, ja, also kommt drauf an. Ich weiss gar nicht, was hat er für einen Vertrag? Vielleicht ein Jahr Verlängerung. Fände ich natürlich schön. Ich will den Rahmen weiterhin an der Seitenlinie. Unbedingt, ja. Weil ich wäre fett dabei bei offensiven Challenge League Fußball. Augen zu und durch. Ein paar Schnelle holen auf der Seite und dann reinfetzen. Aber du, ja, es wird schwierig. Die einzige Chance, eine gute Chance, die ich gesehen habe, ist, dass halt 2 Teams um den Aufstieg spielen. Das macht es spannend, oder? Das heisst, der Platz 1 bis 3 ist eigentlich die ganze Saison spannend. Ja. Du, Ja, das mal glaube schauen. ich ja. Wirklich, mal schauen. Für den Moment ist es einfach eine Trauer und ein Schmerz und das wird sich dann schon wieder auch einkriegen. Und irgendwann, eben, wie gesagt, man gewöhnt sich an alles. Auch an die Stadien in Yverdon und in Stade Nyonnais und Mayonnaise und Uschi und nein, wenn ich schon drüber rede. Nein. Weiter. Der FC Zürich verliert die Hai 1-0. Ja, genau. Nein, hast du noch etwas zum Spiel oder zu GC oder zu Vinti oder irgendwie? Nein, irgendwie fühlt es sich gerade so ein bisschen viel zu früh wie so ein Saisonabschluss an, weil eben gefühlt beim FCZ geht es seit 3 Monaten um nichts mehr. Bei Vinti jetzt irgendwie auch nicht mehr. Jetzt ist irgendwie nur noch GC im Rennen, so ein bisschen, wo es noch um etwas geht. Ja, ich habe noch gesehen, beim FCZ ist noch, glaube der Hediger wird recht angezweifelt und so. Aber irgendwie ist es dort auch so ruhig. Ich habe das Gefühl, die machen jetzt einfach irgendetwas und ja, es ist einfach... Ja, fair. Ja. Fair. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt da FCZ-Fans noch zuhören, die sind uns nicht mal böse, dass wir da nichts sagen, oder? Ja, also eben, der Raffi ist nicht da. Auf mich könnt ihr schon lange nicht zählen. Ich schaue sicher kein FCZ-Shit mehr an, wenn mein Team am Abkacken ist. Ich wollte jetzt gerade nur schnell schauen, ob unsere Zahlen... man merkt schon ein bisschen. Also der Wachstum ist langsam, auch vom Podcast. Er ist stagniert, der Wachstum. ja. Ja, aber es stagniert schon ein bisschen, weil ich habe aber auch immer wieder so das Gefühl, ja logisch. Ich meine, eben, würde Vinti, GC und der FCZ nicht einfach die 3 schlechtesten Teams von der ganzen Liga sein, dann wäre es auch nicht so katastrophal. Man hat Bock, aber jedes Mal, wenn du in einen Podcast reingehst, ist es einfach nur, ja, beide Teams haben verloren und eins noch Unentschieden. Das ist ja auch deprimierend. Also, ja, nein, ich verstehe es. Ich verstehe es absolut, ja. Da kann man auch niemandem etwas vorwerfen. Aber vielleicht kann man an dieser Stelle sagen, die vielleicht auch hören, aber noch nicht auf Follow geklickt haben, vielleicht mal in den Spiegel schauen, das ernstes Wörtchen mit sich selber reden. Nein, aber... aber fair, ja. Wir wären froh. Wie haben sie immer gesagt? Hit the Subscribe-Button, weißt du, so YouTube 2015. Ja. Genau. Tönt doch abonnieren, bitte. He? Danke. Genau. Ja. Wird lustig. Frag mich dann, ob der FCZ wirklich als einziges Team da oben bleibt. Ich meine, auch für den Podcast ist natürlich ein rechter Unterschied, ob 2 Teams da oben, 2 Teams unten. Einfach von der Dynamik her habe ich das Gefühl, wird es gleich. Ich meine, ich berichte über den FC Vinti, du gerne über GC, das machen wir egal in welcher Liga. Also das macht glaube ich auch, ja. Ausser ohne Scheiß, sage ich jetzt, wenn Vinti die ganze hure Challenge League am Anfang auf den Deckel bekommt, dann wird es mir aber gewaltig. Ja. Aber jetzt noch wirklich etwas Ernstes, weil wir nämlich echt noch wundern an unsere Hörerschaft, jetzt wirklich ernster. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht mit der Challenge League, je nachdem wie viel dann runtergehen, weißt, wir haben ja immer jetzt so ein bisschen den Anfang fast ein bisschen verlängert. So, nimm mich irgendwie ein Wunder, ob das die Leute eigentlich noch fühlen, so, wenn wir einmal nicht über Fußball reden. Oder ist es eher so, hebt der Latz redet über euren Verein. Oder ist es eher so, nein, ist eigentlich noch geil, könnte man vielleicht sogar noch 5 Minuten verlängern. Ja, würde mich mega wundern. Also gerne mal, könnt uns auch, müsst ja nicht öffentlich schreiben, wenn ihr nicht wollt, in Comments, sondern könnt uns auch auf Insta eine Privatnachricht schicken. In DMs ja, und vor allem sliden. Auch, würde das weiterhören, ist vielleicht auch noch eine Frage, wenn überhaupt 2 Teams in der Challenge League sind. Aber ich nehme es jetzt mal schon an, weil ich meine, dann wenn beide Teams dann haben wir eine neue Rivalität. Auch spannend, ja, voll. Voll, es wäre sicher spannend. Also,
Auf jeden Fall werden nachher 2 Teams da oben oder 2 Teams da unten sein. Das ist schon mal klar. Ja, das wissen wir, genau. Ja, voll. Nein, danke Renato fürs Goal in der 61. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Tipps, oder? Ja, also Genau. an dieser Stelle. Weil, ja, voll. Es gibt ja eine kleine Pause. Wir haben nächsten Samstag Kurvennachmittag. Da wird gemalt und Bier getrunken und wahrscheinlich so ein bisschen Merch verkauft. Ist eigentlich immer schönes Wetter bis jetzt gewesen. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Ich habe jetzt gar noch nicht geschaut. Ein Bastelplausch, sozusagen. Ja, für die kleinen Kids, genau. Ich weiß jetzt nicht, was es alles gibt, aber es hat immer so ein bisschen einen Mix aus eben, Merch, aber auch da sehen Sie gerade Siebdruck, Sirupkurven-Banner ausmalen, Graffiti-Wand gestalten, alles, was halt so ein Club wie der FC Winterthur so anbietet und so macht. Genau. Schön. Alles andere, wie sich auf den Fußball konzentrieren. Nein, sag ich. Wirklich sag ich. Schön. Ja, Lausanne-Zürich, 25.04. Lohntag, danke vielmals. Allez Lausanne, allez Lausanne. Ja. Genau, Lausanne-Evinti. 2-1 Hey, komm. Lausanne. 2-1 Lausanne, ja. Das fände ich jetzt ohne Scheiß dummi lustig, wenn GC nur den FCZ würde einholen, Alter. Boah, das Ohne wäre Scheiß. wirklich der Brüller, ja. Wenn jetzt Zürich einmal verliert und GC gegen Luzern gönnt, sagen wir auch ein 2-1, dann sind es noch 4 Punkte entfernt in 4 Spielen. Und noch das das ist dann- Direktduell. Und noch das Ja, direkt. ui. Ja, spannend, das wäre spannend. Ja. Boah, ich glaube jetzt noch nicht dran. Ich rechne jetzt einfach Ich voll auch mit nicht, Barrage und aber- lasse mich aber gerne überraschen. Voll. Ja, was denkst du denn das nächste Heimspiel gegen Luzern? Also, siehst du da Brot oder nicht? Oder? Ja, ich glaube, da scheitert es eben schon. Obwohl Luzern ja wirklich auch nicht so gut ist. Aber ich denke, Oder das nicht gibt's so einfach, konstant? Ja. Ja, ich glaube, wobei Luzern liegt damals eben schon nicht so, muss man auch sagen. Ich gehe jetzt einfach mal auf ein lames 1-1. Ich glaube, das ist Ja. wirklich realistisch. Lustigerweise, ja, voll. Obwohl ich gerade gesehen, dass Luzern damit wenig unentschieden macht. Boah, Ja. Ja, ich bleibe dabei, ja. Das schmecke ich. ja, ich bin dabei. Machen wir auch ein 1-1. Nein, komm, egal. Wir wollen ein bisschen Hoffnung haben. 2-1 Luzern. 2-1 Luzern. Ja. Okay, geil. Und dann winnt in dem Fall in Genf. 3-0, Servet. Nein, also, was soll ich jetzt wieder auf Vinti? Sicher nicht. Garantiert nicht. Wenn aber, dann richtig bis am Schluss durchziehen. 2-0, Servet. Ja, vor allem das Tippspiel wird ja jetzt nochmal heiß. Wir können da Ja, jetzt vielleicht muss ich- auch mal ja. die Hörerschaft noch mitnehmen. Aktuell ist Dann, wenn er wieder kommt, schaut ihn an. Jetzt will er darüber reden. Die ganze Saison war Ruhe gewesen. Ja, nein, ist ich gut. habe wirklich das Feedback bekommen, dass wir das mal ein bisschen, weisst noch, ja, das sieht ja sonst fair. gar niemand, oder? Ja, aber ich sehe aber mittlerweile bin ich wieder recht hinten drin. Ich habe eben doch dummerweise ein paar Runden mal verhängt gehabt. Sonst wäre natürlich Erste, Ja. gell? Aber Ich glaube, ist allen so gegangen, mein Lieber. Nein, wirklich. Also, ich Ja, glaube, da stimmt haben wir auch. alle mal verkackt. Aber ja, du hast sicher mal einen Dreier 3 Spiele ganz verpasst. Aber abgesehen von uns, der Raffi ist easy gut diese Saison. Weiss nicht, was läuft. ja, Raffi, 504 ja. Punkte. Sonst, eigentlich kann man sagen, über die Jahre, muss man jetzt schon noch erwähnen, sind eigentlich David und ich meistens die oben sind. Aber ja, Raffi, absolut starke Saison. David Voll. Zweiter mit Ich glaub- 20 Punkten ich glaub- vor mir. Wenn er nicht im Podcast ist und sagt, er hat etwas Besseres zu tun mit der Zeit, dann ist es sich meistens mit Wetten beschäftigen, dass er davon abziehen kann. Ja, das ist auch der Grund, wieso er nicht mehr da ist. Er ist Buchmacher geworden. Nein, das wäre easy lustig. Wäre aber geil. geil. Ja, ich bin 479 Punkte und du 459. Also eigentlich sind wir spannend. 460, Knapp, 84 und 500. Also alle so 2 genaue Hits auseinander. Ein bisschen mehr. Voll. Bon, ich muss noch schnell tippen. Servet, Vinti, 1-0 für Servet. Genau. Voll. Gut. Wunderbar. Geil. Schön ist es durch. Wow, endlich ein Feierabend. Wow, oh nein. Ja, heute ist wirklich ein langer Abend geworden. Du. Ja, langer Tag, langer Schmerz, tiefe Frust und Traurigkeit. Nein. Ja. Also,
Ab in 4 Uhr. Hey, das heisst, nächste Woche haben wir Paula. Vielleicht... Nein, komm, schießt mich an. Jetzt wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir ja irgendeine Special-Episode machen. Ja, geht sich um das Cup-Finale, ja. Top-Teams von der werde Challenge vor Ort League sein. In Uschi. Ja, ich kann schon mal Uschi scouten. Voll geil. Wann ist das Spiel? Weißt du was, das muss man eigentlich geben. Ja, safe, ja. Am 7:30, glaube ich, meinte ich. Irgendwie so etwas. 19:30, das tönt fest nach Cup. Ja. Ja, warte, ich sag's dir gerade noch mal schnell. Es ist 19:15 sogar. Richtig Cup. Aber finde ich gut, dann ist es am 9. Uschi auswärts. Ja. Gehst auswärts, oder? Ja, Mann. Ja. Endlich wieder mal, auch wieder mal auswärts. Geil. Ich gehe auch, aber erst in 6 Monaten. Ligaspiel. Geil. Ja. Mann. Genau, wir treffen uns dann in der zweiten Cup-Runde. Nächstes Jahr wieder. Ja. Mann. Nein, schön. Ich gönne es dir als Mensch. GC weniger, aber ja, geil. Sehr geil, Alter. Wirklich. Fühle ich. Bin ich natürlich auch eifersüchtig. Ich meine, dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl, es ist machbar. Und ja, mal schauen. Bin gespannt. Ich fände es aber fair. Auch irgendwie amüs, dich ein bisschen hässig zu sehen. So. Also auch so ein bisschen, Tommy sich ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen hässig. Ja, das will ich wirklich anschiessen. Ja, das will mich wirklich angehacken. Ich will verdammt mal auf Bern, also auch wenn wir nachher 4-0 verlieren gegen St. Gallen. Aber ich will dort mit dem Extrazug, alle Leute und so. Das muss passieren. Definitiv. Ich meine, Vinti ist ja letztes Jahr recht knapp. Also ja, im Halbfinale. Auch, ja. Genau. Gegen knapp. Nachher. Und dieses Jahr ist Vinti rausgerührt geworden von Uschi, aber sind wir ehrlich... ja, ich gerade im Paddy Rahmen. Ist mir auch noch nie passiert. Aus Versehen, bei Auslichdeutsch. Nein, aber eben, was ich eigentlich noch sagen will, ist, dass Vinti diese Saison wahrscheinlich eben vom FC Wollishofen oder Erlenbach rausgerührt worden wäre im Cup. Ja, fair. Keine grosse Meisterleistung. Gut, also bringen wir es zu Ende. Danke vielmals an alle, die einschalten, wie immer, jede Woche. Und wir hören uns, oder eigentlich hört ihr uns. Wir hören uns weniger, aber in 2 Wochen sind wir spätestens wieder zurück. Und ja. Genau, gute Zeit und bis bald. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahel. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister. Stupri vom Rekordmeister. Für den Spack. Und jetzt ist die Schweizer Wiese gefunden. Und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?